Grüßt euch. Grüß euch. Ja, wir freuen uns narrisch, dass ihr alle gekommen seid. Wir sind mal ganz baff, dass so viele Leute gekommen sind. Es freut uns narrisch. Und bevor wir anfangen, muss ich euch jetzt noch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, wie das Ganze da entstanden ist. Weil ich so schön finde, gell, so das muss man erzählen. Und zwar, wir sind ja auch ganze Blosen an Weihnachten, wenn ihr euch so ein bisschen vorstellen, dass ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wie Weihnachten bei uns daheim so anläuft. Ja. Also wir haben eine ganze Blosen, eine riesengroße Familie, ein Haufen Kinder, ja. Und wir feiern immer Weihnachten bei meiner Mama daheim. Ja. Also die Zentrale ist in Roding. Ja. Und da kommen dann alle, brechen wir alle ein an Weihnachten, aber meistens zum Mittag umeinander. Und das war vor ein paar Jahren. Haben wir Mittag heimgefahren, der Andi und ich und der Basti, und dann sind wir so für die Haustür rein und dann sehe ich gerade einen Vater im Wohnzimmer stehen. Und dann haben wir gedacht, was macht er denn? Hat er so vor sich hingerantelt, gell? Und dann ist er so am Radio hin und dann hat er so auf den Radio abgekaut, gell? Und dann hat er gesagt, aber bloß Jingle Bells und Jingle Bells, hat er gesagt. Und hat er so abgekaut und hat ihn ausgeschaltet. Und dann habe ich lachen müssen, gell? Und dann habe ich gesagt, Papa, was schimpfst du denn, gell? Habe ich gesagt. Dann sagt er, ja, hat er gesagt, einen ganzen Tag mich die schon eine Musik hören, hat er gesagt, die zu Weihnachten passt, und einen ganzen Tag bringen Jingle Bells, hat er gesagt, und aber bloß englische Sachen, hat er gesagt, und das gefällt mir jetzt auch nicht mehr, hat er gesagt, das gefällt mir schon einmal eine Weile, hat er gesagt, aber jetzt mich die auch mal eine andere Musik hören, jetzt hat er gesagt, jetzt spielt ihr dann. Ja. Dann hab ich gelacht, dann habe ich gesagt, freilich, Papa, ich gesagt, weißt du, wie es ist bei uns, wir spielen ja dann sowieso an Weihnachten. Wenn wir beieinander sitzen, dann packen wir aus, und wenn dann Gessen ist und Bescherung war, dann singen wir dann sowieso und spielen wir. Ja. Dann hat er gesagt, er hat gefreut, dass ich schon drauf. Und in dem Jahr hat der Andi, hat das dann mitgekriegt und hat aus dem Auto so ein kleines Aufnahmegerät geholt, ja. Und hat, ohne dass wir das gewusst haben, daneben das Aufnahmegerät hin, ja. Und dann hat er das mitgeschnitten. Und das Jahr drauf, ja, hat er ihm das meinem Papa zu Weihnachten geschenkt. Ja. Und das war das beste Kind noch. Und dann hat er sich narrisch gefreut, mein Vater, ja. Und das Jahr drauf, ja, wie wir heimkommen Mittag, gehe ich rein und was läuft? Mir. Ja. Und da habe ich so lachen müssen. Habe ich gesagt, Papa, jetzt hörst du uns schon so lange, habe ich gesagt, und jetzt hörst du an Weihnachten unsere CD auch noch an. Dann hat er gesagt, ja, hat er gesagt, weil die gefällt mir so. Und die hört er sich an. Habe ich gesagt, Papa, weißt du was? Habe ich gesagt, nächstes Jahr, habe ich gesagt, machen wir ein Weihnachtsprogramm für dich. Und deswegen haben wir es gemacht. Und jetzt haben wir schon ein paar Mal gespielt. Und er war auch da in Roding und hat sich narrisch gefreut drüber, der Papa. Also das Programm ist für unseren Pap. Und für uns auch. Und für uns auch, muss ich auch dazu sagen, weil es ist ja so, mir gefällt so viele Musik und mir gefällt auch die englischen Sachen, mir gefällt alles, aber ich muss feststellen, und das habe ich immer wieder festgestellt, also ein Weihnachtsgefühl für uns, glaube ich, für Susanne auch, kommt immer bloß bei der Musik auf, die wir, seit wir kleine Kinder sind, miteinander singen einfach an Weihnachten. Dann ist für uns Weihnachten. Meistens haben wir früher ganz viel in Altenheime und in Krankenhäusern an Weihnachten gespielt mit unserer Mama. Und das war immer für uns Weihnachten dann. Und dann haben wir uns, da hat er schon irgendwie recht. Und jetzt kriegt es ein bisschen so ein Gefühl mit, wie bei uns daheim Weihnachten ist. Und ihr könnt euch jetzt ganz entspannt zurücklehnen, ein bisschen einnatzen. Ja, es macht gar nichts. Ja. Wir haben's auch so gemacht, dass wir jetzt nicht bloß lauter Stadelieder rein da haben, die haben wir auch drinnen natürlich, aber wir wollten mal so ein bisschen den Advent, wie er für uns so ist, ein wenig mischen, auch ein paar frische Sachen haben wir drinnen. Und der Andi liest dazwischen ein paar Geschichten, auch was Lustiges, aber auch was Besinnliches, ein bisschen was zum Nachdenken. Und ich glaube, es ist eine ganz runde Sache geworden. Und jetzt ist für uns eigentlich das immer, gell, wenn wir das Programm spielen, und das haben wir jetzt auch schon festgestellt, Weihnachten. Das ist super. Ja. Und jetzt da die Song, fangen wir an. Halt, bevor wir anfangen, weil ich ihn jetzt gerade wieder so sehe. Und weil ich es jetzt mal vergiss, weil er so im Finstern sitzt, nicht da hinten. Ja, und man sieht ihn fast gar nicht. Wir haben einen 4. Mann dabei und das freut mich ganz narrisch, dass der dabei ist. Weil wir kennen uns schon, seit wir kleine Kinder sind. Also ich kann mich erinnern, wir haben schon so viele
Rundfunkaufzeichnungen und Heimatabende miteinander gespielt, wie wir schon kleine Kinder waren. Ja. Und sind wir immer wieder zusammengerumpelt. Und er ist ja nicht von da, er ist von Oberaudorf. Und das ist uns eine große Ehre, dass er die ganzen Adventsprogramme mit uns spielt. Und wir freuen uns narrisch, eine Koryphäe, aber er ist ausgebucht. Gell? Gerade vorhin haben wir erst geredet darüber, er ist an Weihnachten komplett ausgebucht. Er ist jetzt bis nach Weihnachten, oder Robert, bist du jetzt jeden Tag in der Kirche. Zweimal in der Kirche. Also du hast einen doppelten Heiligenschein jetzt dann auf alle Fälle. Unglaublich. Na, eine Koryphäe auf seinen Instrumenten, am Kontrabass und an der Tuba für Eichhend, Robert Bischof aus Oberaudorf. Und jetzt fangen wir rum mit einem Lied, das heißt, der Sommer ist Sommer. Der Sommer ist Sommer, von Lava vom Bach, die oder die ei ho, wie nachher mein Derner vom Berg runterkam, die oder die ei ho, wie nachher mein Derner vom Berg runterkam, die oder die ei ho. Die Sonne geht unter, der Schneewinter wart schon, die oder die ei ho, wird die Gotsche in ein Hirtjahr, der Winter geht die oder die ei ho, wird die Gotsche in ein Hirtjahr, der Winter geht die oder die ei ho. Jetzt kommt die schöne Stadt, die Zeit, das große Geschehen ist nimmer weit, es warten alle auf den Herrn, auf unseren lieben großen Herrn. Es wird finster draußen, als immer wollt, da sind
wirst du morgen besser gefreut. Ich sitzen inge zusammen die Leid und warten auf die heilige Zeit. Ums Haus herum ward beißt der Wind, weil soll dies werden im himmlisch Kind, wenn's aber kommt zu uns auf der Welt, wird sie's nicht frühsen bei der Kälte. Und jetzt ist heute wieder, wann alles ist verschneit. Jetzt haben wir der Welt verloren, auf lange Zeit. Kein Mensch jetzt mehr auferflieht. Auf unser stark pfeift der böhmische Wind. Stui fliegt der Schnee, kein Mensch jetzt mehr auferflieht. Auf unser stark pfeift der böhmische Wind. Stui fliegt der Schnee und finster sind ganz verschnien, 6 kam mehr raus, wo sind denn die Vogel blieb, statt wir ums Haus, da ruft man noch in der Zaun. Nix taugt sie rühren und nix bringt uns Asen dran. Asen sie will, da ruft man noch in der Zaun. Nix taugt sie rühren und nix bringt uns Asen dran. Asen sie es wird der Golong, der Tag so ganz allein. Wenn mit die Jahre mag, weit und stark, da wirst noch selber stark. In der Rau, da magst als ob sich nicht hat. Das Herz ladet so, da wirst noch selber stark. In der Rau, da magst als ob sich nicht hat. Das Herz ladet so. Das weiß ich noch gut, wie wir noch Kinder waren, da war die langweiligste Zeit vom ganzen Jahr der Advent. In der Früh, bevor die Sonne aufgegangen ist, also noch vor der Schule, hat man schon alleweil in die Kirche in der Rorate messen müssen.
die langweilige Rorate habe ich da schon überhaupt nicht mehr. In der Früh bist du nach hinten gestapft in die Kirche und da war es so kalt drin, dass du gemeint hast, die Finger fallen da an. Und noch der langsame Caprata. Da hast du aber gemeint, müsstest du ihm helfen. Bevor es losgegangen ist, ist unser Mesner, der Remerer Hans, gekommen und hat die Kerzen am Adventskranz angezündet. Das war ein Drum-Adventskranz. Den haben die Schwestern auf ein Grosswagenwerl aufgebunden. Und der muss ein Gewicht gehabt haben. Der Kranz war mit einem ganz langen Strick ganz oben in der Kirche vor dem Presbyterium aufgehängt. Ich habe mich allerweil gefragt, wie er der Adventskranz da oben so halten kann. Gell? In der ersten Woche hat der Remerer Hans mit dem langen Stecker immer bloß eine Kerzen angezündet. Das eine Lichtel hat man von den Kinderstühlen bloß ein- oder zweimal gesehen, weil sie nämlich der Adventskranz an dem langen Strick ganz langsam dreht hat. Immer einmal auf die eine und einmal auf die andere Seite um. Bis die Kerzen das zweite Mal vorbeigekommen ist, war die Rorate schon aus. Das ist aber dann eine Zeit geworden, weil sonst, glaube ich, waren wir alle erfroren. Das eine kann ich dir sagen, bis sie in der nächsten Woche 2 Lichteln umdrehen und in der übernächsten 3 und das alles so langsam in der Kälte, da meinst du nicht mehr, dass das Weihnachten kommt. Einmal weiß ich noch, in der 4. Adventswoche, da war die eine Kerze schon so klar, dass man es kaum mehr gesehen hat, wie es der Remerer Hans angezündet hat. Da habe ich mir gedacht, das kleine Stumperl auf dem Kranz, der Kranz, sage ich dir, der fängt Feuer. Ja, und hoffentlich ist das Kerzerl dann gerade bei mir herum, wenn der Adventskranz das Brennen anfängt. Dauert hat das, sage ich dir, dass ich schon gemeint habe, die Kirche wird aus. Und dann ist der Remerer sowieso schon gekommen und hat mit dem Andrucker die Kerzen ausgemacht. Aber dann habe ich schon gekannt. Jetzt ist es gleich so weit. Erst hat es ein wenig geraucht und dann ist Feuer in die geschlagen. Bis das der Remerer gespannt hat, hat schon gleich der ganze Adventskranz brennt. Und dann ist er reingekommen, der Remerer mit seinem Andrucker und hat oben umeinander gestirrt und kaut und geschlagen und Funken sind geflogen und geraucht hat's, bis es endlich ausgebracht hat, weil Käufer hat ihm sowieso niemand, ein Remerer, gell. Ja, damals, da war mir überhaupt nicht langweilig. Und gefroren hat mich auch nicht. Und das Christkindl ist dann auch bald gekommen. Naja, war ja schon 2 Tage vor Heiligabend. Da hat man ja sowieso keinen Adventskranz mehr braucht. Jetzt kommt die heilige Weihnachtszeit, jetzt seid's nur alle still. Was Gott, der Herr, uns verheißen hat, ist ohne Maß und Ziel. Der Himmel, der verschlossen war, ja schon viel 1000 Jahre. Und was die Propheten uns weisgesagt haben, das wird jetzt wirklich wahr. Gott sprach zum Engel Gabriel, hör auf mein Wort, du die nicht lang verweilen hier, mach die vom Himmel fort. Nach Nazareth musst eilen geschwind, bis du die Jungfrau findest. Grüß sie mit 1000 Gnaden voll, das
dass sie Mutter werden soll. Der Engel aus der Gottesmacht hat sie vom Himmel gemacht. Nach Nazareth macht er die Reis, bracht Maria die Botschaft gleich. Er sprach, Maria sei gegrüßt. Ich komm vom hohen Thron. Gott selber hat dich auserwählt zur Mutter seines Sohns. Maria sprach, wie kann das sein, und war ganz tränenvoll. Ich bin ja nur vom armen Stand, doch Mutter werden soll. Der Engel sprach, verzage nicht, du bist in hohen Ehren, weil du ohne Sünd und Makel bist, drum sollst du Mutter werden. Das nächste Lied ist ein Winterlied, und zwar so ein typisches Lied aus der Oberpfalz, das eines meiner liebsten Lieder ist. Und zwar ist es ein Klagelied. Da schreit einer seinen ganzen Grand aus, weil es wieder alles erfroren hat. Und das ist immer wieder für mich alle wieder eine Zeitreise. Wir können uns das ja gar nicht mehr vorstellen. Diese Lieder, die handeln ja immer von einer Zeit, und dass die Leute wirklich noch schlecht gegangen ist, da ist ums Überleben gegangen, aber um die Jahreszeiten, die waren auch abhängig von der Ernten. Und das Lied, finde ich, spiegelt das wunderbar wieder. Das Lied heißt, hat ja alles erfriert. Ich geh nicht mehr raus, am Bodensee noch gar. Es wird nix, es wächst nix, du sollst dich nicht ärgern. Hat ja alles der Fremd, Heier und Wert. Ich geh nicht mehr raus, ich sag mir der Wert. Hat ja alles der Fremd, Heier und Wert. Ich geh nicht mehr raus, ich sag mir der Wert. Oder die Dulia, die nicht mehr raus, ich sag mir der Wert. Ein Dreivierteljahr Winter,
ein Vierteljahr kalt, eine Welt gut verlassen, da grauset am Wald, hat ja alles da verrät, Heier und Wert, ich geh nimmer raus, ich swam wie der Wert, hat ja alles da verrät, Heier und Wert, ich geh nimmer raus, ich swam wie der Wert, oder die und Docker sind Storni und tief sind die Schneewand. Es wird nie sechs Box nix, da gibt's nix zum machen. Hat ja alles da verrennt, Heier und Wert. Ich geh nimmer raus, ich swam wie der Wert. Hat ja alles da verrennt, Heier und Wert. Ich geh nimmer raus, ich swam wie der Wert. Oder die
geworden. Kein ist gewesen und ein schön Fiegel und Schnabel zu gefroren. Kein ist gewesen und ein schön Fiegel und Schnabel zu gefroren. Weihnachten, das Fest der Feste, das Fest für Kinder und die Gäste. Hektisch geht's davor schon zu, von früh bis abends, da gibt's keine Ruhe. Ein Hetzen, Kaffee, Bachermessen, Bruder, da darfst nix vergessen. Der Heilige Abend vor ein paar Jahren, zufällig gerade ein Sonntag war, sagt die Frau zum Mo, geh du die Schicker, du musst jetzt noch einen Christbaum schmücken. Der Vater ist ja gleich hergegangen und hat das Herrichten angefangen, einen Baum auf die richtige Länge hergesägt, in den Christbaumständer eingesteckt, dann kommen Kugeln, Kerzen, Sterne, auf die letzte. Ja, Himmel, Donnerwetter, da fällt auf einmal ein Lametta. Der Mo fragt die Frau, Wei, geh mal her, du sag, haben wir kein Lametta mehr. Der Mutter schlägt schon gleich ein Gewissen, als alt Lametta hat's weggeschmissen. Vergessen hat sie ein Neues zum Kaffee, zum Ausleihen, weiß noch jetzt gleich gelaufen, aber die Nachbarn drunter drüber, keiner hat Lametta über. Und alle Geschäfte haben heute geschlossen, bei den Kindern sind gleich Tränen geflossen. Da sagt der Vater zu der Mama, jetzt geht zu, das ist kein Drama, schmücken wir halt einen altdeutschen Baum, da müssen wir kein Lametta haben. Doch die Frauen und Kinder jammern gleich, wir wollen Lametta, mei, oh mei, ein Baum und kein Lametta, Schimmer, da gefällt uns das ganze Christfest nimmer. Jetzt überlegen sie stundenlang schon, was gangert als Lametta noch? Heute sagt der Vater, jetzt wird's besser. Da sind 2 Dosen Hengstenberg, Mildesser. Da nehmen wir halt das Sauerkraut, das wird auf Christbaumschmuck umbaut. So ein Glück, jetzt fehlt nichts mehr. Weil ich tue einen Dosenöffner her, den Deckel aufgeschraubt und auf Bogen, die Krautfeen einzeln ausgezogen, zum Trocknen über den Ofen gehängt, schön aufpasst, dass uns nichts versenkt. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Jetzt werden's in Silberbeize dunkt. Die Krautfeen strahlen im Silberkleid. Oh, freue dich, du Christenheit. Der Baum war wirklich schön wie nie. Ein wenig geschmeckt hat's nach Chemie. Ein wenig hat sich die Oma gewundert. Ja, ja, hat's gesagt, das ist das technische Jahrhundert. Ein paar Tage drauf sind auch noch Fester. Der Sonntag war, es war Silvester. Hat Mama gesagt, heute könnt ihr euch freier. Heute Abend steigt die Silvesterfeier. Verwandtschaft haben wir auch als Gäste, von allem gibt es nur das Beste. Weißwürst, Bratwürst, Sauerkraut. Jesus, na, hat Mama geschaut. Das Kraut, das hängt am Baum noch drum und glänzt als wie ein Silberkram. Vergessen hat sie ein Eis zum Kaffee, zum Ausleihen war es noch gleich wieder gelaufen, aber die Nachbarn drunter drüber, keiner hat ein Kraut mehr über.
Und alle Geschäfte haben heute geschlossen. Bruder, da haben sie geschaut, verdrossen. Doch der Vater wird zum Retter, holt vom Baum gleich das Lametta. Mit Nitro und mit viel Bedacht hat er das selber aber gemacht. Hat das Kraut ein kleiner Curry gewassert, viel Essig drauf, damit es gerade passt. Dazu noch Nelken, Pfeffer, Salz, ein Zwiebel, Lorbeer und ein Schmalz. Und dann wird das Ganze gescheit erhitzt. Ein wenig hat es noch glänzt und blitzt. Dann haben sie die Würste und das Kraut aufgetragen und die Oma sagt, das muss ich sagen, das Kraut hat heute einen Sonnengeschmack. So richtig rass, grad wie das macht. So. So ist zum guten Ende noch gekommen. Auf die Letzte haben sie alle Abschied genommen. Die Tante Mari sagt sogar, mein schön war's grad wie alle Jahr plus eins, das wundert mich vielleicht schon, gell, sonst habt's einen Baumlametta drauf. Da reagiert der Vater, ja Mari, wir haben heuer Altdeutsch geschmückt. Lust Sabits Leid, was mir ringsum, heut Nacht, da ist was geschehen. Hirte hat gesagt, an ihm mit Ruhm, da hat etwas gesehen. Halleluja, Halleluja. Ich weiß nicht, was da los ist gewesen, der Himmel wird ganz hell. Ich glaub, ich hab einen Engel gesehen, es geht ja alles schnell. Halleluja, Halleluja.
Jetzt weiß ich nicht, ob von euch noch irgendjemand sowas daheim hat. Also das war ein Drum, ohne das Drum war unser Advent niemals umgegangen. Das war, unser Opa hat einen gehabt, einen Riesenteig, also so ein Apparat von Nussknacker. Und der hat so einen Mal gehabt. Ja. Und der ist immer drin gestanden, der ist das ganze Jahr eigentlich im Eckerl drin gestanden, aber Weihnachten ist er natürlich dann aber 24 worden und wenn wir dann alle Kinder da waren, dann haben wir aber ein Spiel gehabt, das war super. Und zwar haben wir alle gleich viel Nüsse am Tisch gehabt und dann haben wir die Stoppuhr da gehabt und dann ist nacheinander, wer am schnellsten die Nüsse aufgenackt hat, war der Sieger. Ja. Und das weiß ich noch und einmal haben wir auch wie die Wolken gespielt, gell. Das hat leider der Nussknacker nicht überlebt. Dann hat es ihn zerrissen, dann war er hin. Ja. Ja, genau. Und das nächste Lied ist ein Kinderlied und das handelt vom Nussknacker. Da geht ein Dirndl mit einem Nussknacker eine Beziehung ein, die ganz schlecht ausgeht für sie. Leibe Nussknacker, Knacker, Knacker, beiß mit Nusssaft. Leibe Nussknacker, Knacker, Knacker, ich wollt schon drauf. Nusse hab ich so gern, grad wächst die Seisenkern. Leibe Nussknacker, Knacker, Knacker, beiß fleißig auf. Sagt der Nussknacker, Knacker, Knacker, ich beiß Nusssaft. Sagt der Nussknacker, Knacker, Knacker, Dirndl merkt gar. Das erste Nussel, dies gehört dir. Das zweite Nussel, dies gehört mir. Nimmst mir's, sagt der Nussknacker, Knacker, friese die auf. Leibe Nussknacker, Knacker, Knacker, ich merk schon auf. Heben Nussknacker, Knacker, Knacker, das zweite Nussel auf. Da dreht sich Dirndl und sagt, da war ich du. Nuss easy, wacker, 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 ganz allein rauf. Und der Nussknacker, Knacker, Knacker, beißt fleißig auf. Das Dirndl tut Nussbacker, Backer, Backer, hebt ihm nix auf. Dirndl, oh mei, wie kannst denn so dumm sein? Jetzt Dirndl gehst drauf. Nussknacker, Knacker, Knacker, reißt's mal weiter. Und der Nussknacker, Knacker, Knacker, frisst Dirndl auf. Aus ist mit'm Seisenkern, Falschheit find ihren Herrn. Fraß der Nussknacker, Knacker, Knacker, alle Burschen Dirndl nach. Und auch das, finde ich, das gehört dazu zum Advent. Um das geht es jetzt im nächsten Lied ums Skifahren. Und
Wir haben gesagt, das müssen wir schon rein da, weil ist mir jetzt letztes Mal haben wir erst geschmatzt drüber. Heute sieht man wirklich nicht mehr viele Kinder draußen, wenn der Schnee ist, im Schnee spielen. Also ich sehe selten auch. Ja. Es hat auch so selten Schnee. Ja, es hat auch mittlerweile so selten Schnee auch, ja. Das stimmt natürlich auch, ja. Aber wir, wenn wir Kinder waren, das war das Hexte. Also wir sind da in der Früh aussehen und auf die Nacht, wenn es am Finger angefroren hat, haben wir wieder rein. Batschert nass. Und das Liedl, das spiegelt das ein bisschen wieder, ein Skifahrergesangel. Und der Schneeball hat's geschnien, hab lang schon darauf gewartet. Hollere, die ei, hollero, die, da wird mir's daheim bleiben, gleich nur mal so hart. Hollere, die ei, ho, da wird mir's daheim bleiben, gleich nur mal so hart. Hollere, die ei, ho. Gewachsen und gut bügelt, die Bildung zusammengericht. Hollere, die ei, hollero, die, wenn's Bredel nicht lacht, liegt man schnell auf dem Gesicht. Hollere, die ei, ho, wenn's Bredel nicht lacht, liegt man schnell auf dem Gesicht. Hollere, die ei, ho. Ski hin, du mit dem anderen noch rechts. Hollere, die ei, hollero, die, brauchst zum Bremsen dein Nosenbau, das war nicht schlecht. Hollere, die ei, ho, brauchst zum Bremsen dein Nosenbau, das war nicht schlecht. Hollere, die ei, ho. Und kein Bercherl ist gar, wenn man schwingen gut kann. Hollere, die ei, hollero, die, wer kein Schneid hat zum Alpha-Bau, der ist am Drum. Hollere, die ei, ho, wer kein Schneid hat zum Alpha-Bau, der ist am Drum. Hollere, die ei, ho. Ein Taglöhner, dem es sauer ward, sein täglich Stück Brot zu gewinnen, murrte oft über unseren Herrgott bei seiner strengen Arbeit. Am meisten aber dann, wenn Schnee fiel und das Arbeiten noch mehr erschwerte. Dieser sei doch zu gar nichts gut und nicht einmal von Gott erschaffen worden, weil er weder im Paradiese noch in der Arche neu war. Einmal war er wieder im Wald, um Holz zu fällen, als der Schnee in dicken Flocken niederfiel. Fluchend suchte er Schutz in einer Felsenhöhle. Kaum ruhte er hier einige Augenblicke, so stand ein Engel vor ihm und frug ihn, warum er gar so oft des Teufels gedächte, so selten aber unseres Herrgotts. Da meinte der Taglöhner, unser Herr denke ja auch nicht an ihn und darum könne er nicht gut Freund mit ihm sein. Der Engel frug nun, was denn Gott tun solle, damit er zufrieden wäre. Und der törichte Mensch wünschte, dass statt des Schnees Mehl vom Himmel falle. Und sofort fiel das Mehl in dicken Wolken herab und die Leute kamen und sammelten es und hatten nun Brot genug und arbeiteten nicht mehr. Als aber dem einen das Haus abbrannte und dem anderen eine Mauer einfiel und weder Zimmermann noch Maurer Hand oder Fuß rühren mochte, kam es dahin, dass die Leute wie bei der Erschaffung der Welt in Höhlen wohnen und zuletzt von Wurzeln und Kräutern leben
und nackt wie die ersten Eltern gehen mussten. Die wilden Tiere vermehrten sich und Hecken und Dörner, Gesträuche und Wald wucherten da empor, wo ehedem blühende Fluren und Mondstätten waren. In diesem Elende erkannte nun auch der Taglöhner die Torheit seines Wunsches und seinen Übermut, an der Weltordnung Gottes meistern zu wollen. Tief erschüttert sprang er von seinem Lager auf, um den Engel aufzusuchen. Und da erwachte er. Er trat hinaus vor die Höhle und Schnee lag vor seinen Füßen. So warf er sich auf die Knie und dankte dem Herrn, der ihn in einem Traumgesichte belehrt hatte, und fortan war er mit seinem Schicksale zufrieden. Im Voi so stark, alle Wiesen vorwärts, alle Wiesen vor Schnee, ist kein Stein mehr blieb. Erstes, zweites, im Wald, wenn der Schnee überfällt, wenn sie Astel abweckt, wenn ein Vogel fliegt. Kommt die heilige Nacht und der Wald ist aufgewacht, schauen die Hosen und Reh, schauen die Hirsche übern Schnee.
5, 6 Tage, Wiesenmeer, Vogel erst mehr rasen wohl, der Winterkind wird's bald. Vogel erst mehr rasen wohl, der Winterkind wird's bald. Grotschen nehmen das, bald Tag für Tag, für die Leid ist dieser große Bloch, für die Finster sagt man kann mehr raus, die fliegt der Schnee ums Haus. Für die Finster sagt man kann mehr raus, die fliegt der Schnee ums Haus. Schon stehen Typen, die im Schnee und kalten dort die feige Welt. Und statt wird sie in der Bauernstube, draus geht der Baby Schuh. Und statt wird sie in der Bauernstube, draus geht der Baby Schuh. Die unheiligen Gedanken eines Weitlers in der heiligen Nacht. Stille Nacht, heilige Nacht, etzer wird der Metten gemacht. Fang es schon an zum Leiten, aber heut geh ich bei Zeiten. Nix wie runter in die Kirche, da sind nur ein Sitzplatz gekriegt. Alle gingen heute in die Mitten. Ja, sind meine Schuhe verletzt. Ich schau die schönen Christbaum an mit den vielen Kerzen da. Singen die schon das Kirchli. Ja, wieder haben wir halt keinen Schnee, gell. Alles ist besetzt. Ja, meine Herren, das kann wieder lustig werden. Blasen die heute mit Trompeten. Ja, schau den Modo, den Fetten. Ja, morgen auf die Nacht gibt's gesächte Ripperln. Ja, da liegt schön im Krippel, gell, als Christkind Mai ist das schön. Bleibe ich jetzt da stehen? Nein, ich gehe zum Hochaltar, wo ich voriges Jahr schon war. Gloria in Exzess, hey, da vorne sitzt Berbelis. Ja, nein, Gaudi macht ja kein, gell. Das meiste Geschrei kommt vom Tenor. Mein Mensch muss der sein Mal aufreißen. Du darfst eine Zunge beißen, gell. Nein. So, jetzt kann der wegen betten. Nein, sind meine Schuhe verletzt. Aber schön ist Kirche heuer wieder hergekriegt, das kommt daher, gell. Nein, die schönen Grüßbaum, die vielen Kerzen, ja, das geht dann wirklich zu Herzen. Was sind die Erstbänkeli da? Wo man meine Fische so wieder. Ja, die hocken sind noch nie da. Jetzt wird's mir vielleicht langsam wieder. Das Kapitel sitzen sie auch noch auf. Ja, schon langsam pfeife drauf auf die Musik und den Gesang, jetzt dauert es mir schon zu lang, gell. Ja, weil sie es kürzer machen könnten. Mei, ich freue mich morgen schon auf meine Ernten. So, dann jetzt endlich weiter. Schaut, das fertig, wird es gescheiter. Sanctus, Sanctus, Dominus, jetzt ist jetzt noch nicht Schluss, jetzt kommt erst Wandlung, meine Menschenskind bleibt da dran, meine. Ja, da wird da Angst und Bang. Jetzt hört's auf, noch Gott sei Dank. So. Jetzt muss ich niederknien. Was wird heute noch alles passieren? Wie ich mich auf mein Bett schon freue. So, die Wandlung war vorbei.
Mei, man muss ein Brotzeit war er allerweil schon unser Pfarrer, aber den Rauchmantel habe ich noch nicht gesehen, vom Knack bis oben zu die Fersten glänzt und blitzt der Hof voller Gold, hoffentlich sitzt er sich nicht nochmal auf sein Stall, weil das wäre mir jetzt zu viel. Hey, reichert uns die Ei und vom Chor das Geschrei. Hat die Kirche hohe Mauern, jetzt kann's gewiss nicht mehr lang dauern, bis am Morgen so eine Mauer baut. Gibt's jetzt morgen ein Sauerkraut? Nein, weil ich kann's nicht mehr sehen, was hier ist, gell. Nein, ich sag das, meine Füße tun mir allweil noch weh, gell. Besonders links, der große Zeher, au, oh. Agnus Dei, wenn's nicht fertig wärst, dann geh mitten und davon, weil ich nicht mehr stehen kann, so. Ich bring's an, schon kaum mehr auf. Ja, hoffentlich schlaft das Muckerl brav, gell. Aber das Muckerl, das hat schon, das braucht nicht in die Metten gehen. Gibt's das auch? Ich bin stormiert. Wird jetzt abkommuniziert. Ja, Kreis, Birn, Baum und Saliment nimmt die Metten gar kein End. Jetzt ist schon bald 1:30. Wird das überhaupt nicht gehen? Itte, Missa, jetzt habt ihr es gehört, so jetzt auf fest. Auf die Trommel hin, da staubt. Nein, ich hab schon nicht mehr geglaubt, dass ich das noch überstehe und mein Kreuz tut mir sau weh. Aber schön war's doch, die Metten, gell? Nächstes Jahr geh ich wieder. Wetten? Das nächste Liedl, das ist das Klöpfel-Liedl. Und das haben wir als Kinder schon alle gesungen, aber ich muss sagen, den Brauch, ich weiß nicht, kennt ihr den noch? Also bei uns war er nicht. Es geht quasi darum, dass da Kinder umeinander gegangen sind und haben ein Liedl gesungen, also haben angeklopft. Und dann haben sie was Süßes gekriegt oder was zum haben sie was mitgekriegt, auf alle Fälle. Süßes, nein, also nicht, nein, du bist falsch. Ja. Das glaube ich, das gab's da noch nicht. Auf alle Fälle das Klöpflied, aber ich hab dann mit dem Robert geredet, in Oberaudorf unten ist das noch der Brauch. Da wird das noch gemacht. Ja, bei uns da glaube ich nicht mehr so wirklich. Also ich weiß zumindest nicht. Als Klöpflied. Wir ziehen daher in der stockfinster Nacht, dem Heim ist die heilige Anglopfernacht, dem Heim ist die heilige Anglopfernacht. Wir ziehen daher überm Bauernseig. Wir hören schon, wir sehen schon, sie sind schon im Bett. Wir hören schon, wir sehen schon, sie sind schon im Bett. Wir wünschen der Haustür einen goldenen Ring, in der Mitte ein Sternl liegt Christkind da drin. In der Mitte ein Sternl liegt Christkind da drin. Wir wünschen euch alle eine glückselige Zeit, solange der Herrgott das Leben verleiht.
der Rand und wo schlafen der Weid und das Feld, wo der Rand und wo schlafen liegt da die ganze Welt. So steht ich zum Dummer, voll Frieden, voll Ruhe, Schneeber und Geschnieb und dick der Wald und Verzau. Es rührt sich kein Zweigel, kein Laut, erst kein Stiel, uns Lüfter ist klein, ist heiter am Blieb, es rastet und schlaft jetzt und euch schickt sie drei, immer wo ich kann's, die Zeit gar nicht anders Zeit. Im Dörfel, dort drunten im Häuser am Stieg, leicht aber ganz leicht schon ist wieder weg. Und der Frieden, die Sternhäuten wacht, du spürst es ganz deutlich, bald gibt diese Nacht. Hoi, oh, hoi, oh, Rio. Hoi, oh, hoi, oh, Rio. Im Herbst 1943 hat die Maria Reit, die Oma von den Reitschwestern,
einen Feldpostbrief von ihrem Mann an Ludwig gekriegt. Er hat geschrieben: Endlich bekomme ich Heimaturlaub. Ich komme am 8. Dezember um 11 Uhr in der Nacht mit dem Zug in Neubau an. Ich darf über Weihnachten bleiben. Am nämlichen Abend hat sich die Maria dann um 10 Uhr auf den Weg gemacht. Von Furnau zum Bahnheisel nach Neubau. Es war eine helle, klare, kalte Nacht, 3 Tage vor Vollmond, und mit der dicken weißen Schneedeck war es in der Nacht richtig gespenstisch hell. Da, wo es auf Neubau runtergegangen ist, war der Hohlgass mit lauter Sträucher und Büsch. Und in der Mitte von der Hohlgass war der Holzernkreuz drinnen gestanden. Das hat einen langen Mondschatten auf den Weg geworfen. Wie es nach um 10:30 unten am Bahnheisel war und eine Zeit lang draußen auf dem Bankel gewartet hat, ist zum Stengelherbert am Bahnheiselwärter eine, weil es so eiskalt gewesen ist. Der Herbert war ganz verwundert und hat gefragt, was sie mitten in der Nacht da tut. Sie drauf: Hat er das nicht gesagt? Der Ludwig hat doch geschrieben, er kommt heute um 11 Uhr mit dem Zug da in Neubau an, weil er über Weihnachten Fronturlaub hat. Du Maria, sagt der Herbert, ich weiß alle Zicht, die da fahren, aber heute um 11 Uhr ist kein Zug angemeldet. Der müsste schon unplanmäßig fahren, dass es nicht wisst. Aber wenn der Zug kommt, kriege ich auf jeden Fall vorher von kaum ein Signal, weil der müsste ja von der Tschechei rauskommen. Maria ist also geblieben, hat gewartet und gehofft auf ein Signal aus Kam, auf einen Zug. Der Herbert hat es nach einer Zeit beruhigt und gemeint, der kommt schon. Vielleicht kommt er später, im Krieg sind ja alle Fahrpläne durcheinander. Weil wenn der Ludwig das geschrieben hat, da hat er es ja bestimmt gewusst, dass er kommt. Maria hat also gewartet und gewartet. Wie aber um 1:30 immer noch kein Zug da war und kein Signal, hat sie sich auf den Heimweg gemacht. Wie es nachher dort den eingewachsenen Hohlweg wieder aufgeht, geht auf einmal neben ihr eine kleine Gestalt. Ein kleines Mandel, ein kleiner Bub. Ein kohlleiberl schwarzer kleiner Bub. Der Bub ist einfach mit ihr mitgegangen. Sagen hat sie sich nichts traut, die Maria, den ganzen Weg lang. Und auch der kleine Bub hat nichts gesagt. Wie die Maria dann auf der Höhe von dem Kreuz, von der Hohlgasse war der Bub auf einmal spurlos verschwunden. Nicht einmal einen Fußabdruck im Schnee hat der Bub hinterlassen. Eine Einbildung, wie man jetzt meinen kann aber diese Erscheinung nicht gewesen sein, weil es war ja ganz eine mondhelle Nacht und man hat alles gesehen. Daheim hat die Maria das ihrer Mutter erzählt. Die hat dann gleich gewusst, was das zum Bedeuten hat. Das war das Anzeichen, dass der Ludwig im Krieg gefallen ist. In der schlimmen Zeit ist dann für die Maria mit ihrem 3-jährigen Buben ein noch viel schlimmerer gekommen. Man hat nicht gewusst, lebt er noch der Vater oder ist er tot? Keine Nachricht habe ich mehr gekriegt und keinen Brief. 3 Jahre später, im Juli 46, ist der Ludwig dann aus der Gefangenschaft heimgekommen. Zu Fuß ist er von der Ostsee heim nach Frohnau gegangen. Zeitlebens wollte der Ludwig nirgends mehr hin. Wichtig war ihm bloß ein Dach über dem Kopf, nur zum Essen und dass er ein warmes Bett gehabt hat. PS 1947, ein Jahr nachdem der Ludwig aus der Gefangenschaft daheim war, ist dann der Vater von den Reitschwestern auf die Welt gekommen. Und das ist ein Glück, weil sonst gab es ja heute Abend kein Adventsprogramm nicht. Und ich hätte noch allerweil keine Frau. Und jetzt sind wir schon am Schluss angekommen. Ich hoffe, ihr habt ein wenig anschalten können. Für uns ist das auch allerweil wunderbar zum Anschalten.
in der Stadenzeit. Ne? Ja. Und wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und lasst euch nicht stressen. Hauptsache gesund bleiben, alles andere ist nicht so wichtig. Ja. Wir singen euch jetzt noch Still, still, still.
Wir rufen all zu dir. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, das freut uns recht. Mich hat man so gern mit euch, das haben wir jetzt jedes Mal gemacht, wenn wir es gespielt haben, mit euch noch gern zum Abschluss einen Andachtsjodler singen. Das bringt's ja schon hin, keine Angst. Ja, Es hat bis jetzt auch funktioniert. das ist so schön, wird singen. Das kriegen wir schon hin. Wir fangen an und dann. Singt's ja mit. Wunderbar. Schöne Weihnachten. Kommt's gut heim und bleibt's gesund.